Yeah, welcome. Back. Ja, hi, Juanette. Ja, hi Wana zum besten Podcast. Am Morgen, Alter, der Wurm, der frühe Vogel singt. Vogelsang. Sungen, so. Es ist echt 8 Uhr morgens, nein, 9 Uhr mittlerweile. Ihr wisst Bescheid, man, wir sind zu jeder Zeit immer parat für euch, zu jeder Zeit parat für uns, in allererster Linie. Ihr habt gerade vorhin die Story gesehen, wir haben es gerade vorher gedrillt. Unser Nashorn hat vielleicht bald einen neuen Namen, so mit einem Wildcard-Namen an den Start gesetzt. Und hoffentlich bald experienced er auch eine Neugeburt. Damn! Eine fucking Neugeburt. So, Ja. warte noch geschwind, nur wegen dem Namen. Renora ist jetzt an den Start gekommen. Renora wegen? Ja, auf Insta hat eine halt verspätet geschrieben. Nicht mal an, dass er Albaner ist. Ich weiß nicht, seinen Namen nicht mehr, Bro. Ich weiß es Er leider ist, glaube ich, nicht. sogar ein Schweizer gewesen, wenn mich nicht täuscht. Und ich lese einfach. Sogar Schweizer? Ja, ich glaube, der ist mit dem Militär gewesen, oder? Ah, ist er da gewesen? Ich glaube so. Ja, dann ist er ein Schweizer. Ich lese so Renora. Und ich schwöre ja nicht mehr, ist, Bro. Alter, Das ist so genial. Gold. Einfach krass. Ja, echt. Ja, Es ist so simpel und es ist nur ein Haar drin mehr und es ist perfekt, eigentlich. Aber ja, ihr entscheidet. Wir haben jetzt 3 Auswahlen. Querhorn ist immer noch drin. Bitte, bitte. Das ist natürlich Also eben da, wo mein man Favorite. es noch nicht so richtig angesprochen, auch für uns nicht. Ich glaube, der Nashorn ist ja eigentlich auch eher feminin, oder? Und Renora, alle Namen, wo mit A endet, sind ja zum Teil ein bisschen feminin, oder wir wollen auf jeden Fall, dass unser Nashorn ein bisschen femininer Mal schauen. ist. Apropos feminine Namen. Andrea, männlich oder weiblich? Beides. Beides. Ich kenne beides. Offiziell sagen wir eins jetzt. Ja, Italisch halt beides. Ich würde Italien ist da, Andrea, würde ich da schon als Frau, würde ich direkt so eher als Frau. Ja, fix. Gut, dann ist fertig. Ja, zum Beispiel, eben Da der gibt es keine Ding, Diskussion mehr. mal der Die Andreas. Andreas gibt es. Also gibt es mehr. Das ist ein männlicher Name. aber wir Das ist da die nicht. Mehrzahl von Frauen. Der ist geil, der ist okay, geil. Andreas, ja. Aber eben, wir müssen da nicht die Maskulinität absprechen von dem Namen, sondern weil Andrea Pirlo, der Legende Fußballspieler. Oh, Aber der ist von ja nicht in der Italien. Schweiz. Hä? Ah, stimmt, aber der ist nicht in der Schweiz. Nein. Aber in Italien ist er, glaube ich, zweierlei. Also beides. Okay. Nein, in der Schweiz eigentlich auch. Mir macht ein bisschen Spaß da. Genau. Und apropos Neugeburt und Nashorn. Karan, schieß los. Ja. Ey, ich schwöre, gestern, ich das Gefühl, ich habe gebärt. Ich habe Wieso? 2 Geburten gehabt gestern. Ja. Und man kann Echt vielleicht jetzt? sagen, es sind sogar Missgeburten gewesen. Ja. Okay. Ich habe Mittwoch das Problem gehabt, irgendwie mein linke Ohr verstopft. Also ich habe nicht mehr gehört. Wirklich so schür. Links. Aus dem Nichts. Ich so, scheiße, halt, entweder ich habe zu viel Musik gelassen, Alter, ich habe gegessen. Heute ist meine Zeit gekommen. Ich bin Ohrgerät, Alter, ich habe schon alles Mögliche im Kopf Oh mein gehabt. Gott, Alter. Und Scheiße. dann, klar, dann zuerst Ohrentropfen genommen. Weißt du, jedes Mal, wenn du Ohren sagst, denke ich an den Moment, wo du gesagt hast, wo du in Tesla eingestiegen bist. Und Ohren. Ah, ja, stimmt. Alter, ja, dann habe ich voll den Blackout. Richtig geblieben. Und Ohren, dann habe ich den Fenster dann auch. Und dann auch weitergeschwätzt. Schau den T-Shirt und erzählt auch weiter. Ja, eben Ohrentropfen Ja. reingenommen, um es weich machen, da was halt drin ist, damit man es nachher besser rausspülen kann. Ja. Beim Arzt Termin genommen, für den Freitag. Sie hat zuerst eben gesagt, 1-2 Tage zuerst ein bisschen einweichen, dass es noch einfacher ist. Am Freitag war die Geburt, Bro. Sie fängt links zuerst an und rechts dann auch, weil sie geschaut hat, rechts ist auch zu. Also sie hat dann gesagt, Bro, es ist einfach zu, es ist nicht, da, nichts Schlimmes. Okay. Und der Lehrling hat mich dann eben da reingesprayt. Hat die Schale da, die Metallschale angehört? Ja, so Schale, Mit warmem Wasser reingegangen. Voll. So Zuerst ist es kalt ganz gewesen. schüch. Und nachher ist Okay. es wärmer geworden. Bro, wo da rausgekommen ist, nicht gelogen, Bro. So groß. Wer, Alter? So groß, Bro. Hast du ein Foto gemacht? So fingergroß. Hast du gegessen? Ja, Alter. Die Hälfte hat er gegessen, die Hälfte für nächste Woche. Bro, und Bro, ich habe gehört, ich habe gemeint, Bro, Ich höre wieder. ich höre wieder, Bro. Und ich denke mir so, wie lange ist das schon so? So krass. Ja. Weißt du, so, wie lange braucht er, bis sich da ansammelt, so viel? Aber ja, Und krass ist, ich bin die ganze Techno-Szene, die ich erlebt habe, bin ich glaube die ganze Zeit taub gewesen.
Ich bin immer der gewesen, der gesagt hat, ey Jungs, das ist das Liesli. Es ist viel zu leise, Alter. Ja, das hast du wirklich immer gesagt. Aber da habe ich viel gesagt. Vor allem jetzt am SG-Fest. Ja, ja, SG-Fest auch und auch da letzte Lokremise habe ich auch gesagt, Ja, wir haben ja, das Liesli gefunden. Aber das ist einfach, weil ich auf taub bin. Aber das Ding ist ja, du hast ja den Turban, der tut nicht den Tunnel schließen, oder? Nein. Aber ist das vielleicht irgendwie wegen dem, dass irgendwie alles so... Ich habe gelesen, dass je mehr laute Musik du hörst, desto mehr Ohrschmalz sich bildet. Das war ein natürlicher Schutz. Gewesen. Ja, und ich Das ist glaube... verdammt geil, du hast integrierte Ja, ich Ohrstöpsel habe auch gehabt. gesagt, Yes. Inhouse Ohrstöpsel gehabt. Ja, krass. Und der rechte ist nachher auch ungefähr so viel raus, ein bisschen weniger rausgekommen. Ja. Und jetzt in ihm alles in ihm alles so krass war. Aber vielleicht ist das am Anfang so, für die ersten 2 Tage und dann ist wieder easy. Also Aber hätte ich so Noise Cancelling eingeschaltet. Habe ich gerade sagen. Also ausgeschaltet. Ausgeschaltet, neues Canceling. Ja. Ja, also in dem Fall ist auch ein Schutzmechanismus so krass gewesen, dass er gesagt hat, easy, jetzt machen wir ein neues Canceling, Alter. Jetzt geht's nicht mehr weiter, echt. Ja. Also geil, Alter. Das ist so... Hast du eine Hebamme gehabt? Also das ist überhaupt nicht geil, aber easy. Nein, ist gut, dass Spaß. es raus ist. Aber ich finde es krass, dass wir so weit, also weißt, wir sind so weit entwickelt, aber wir Menschen können nicht mehr selber ohne irgendein Gerät unsere Ohren putzen, richtig. Ich habe sie gefragt, ja, was kann ich machen, die zum Ohren putzen? Schau, ich habe irgendetwas, vielleicht könnt ihr es gerade auch noch für euch selber ausnutzen. Da habe ich von meiner Mutter geerbt, zum Teil. Mein kleiner Finger. Nein, hör Der auf. ist immer... Nein. Kurz Ah, über... Spaß. Der ist immer länger, wie alle anderen. Und den mache ich extra. Weil Ohrenschmalz... Wattestäbchen und so ein Scheiß, die bringen dir nichts, schnell. oder? Und es gibt ja auch so wie auf TikTok oder auf Instagram die Werbungen, wo so irgendeine Spirale Spirale, ist. ja, voll. Und dann holst du da anscheinend aus, als wärst du ein Minenarbeiter oder so ein Scheiß. Aber da bringt es ja wahrscheinlich auch nichts. Darum hast du da so Spirale. Und dann hole ich eigentlich immer noch am Duschen, tue ich zuerst so meinen Kopf schräg Ja, voll. und mit dem Duschkopf voll rein. Dann tue ich es ein bisschen auf Herd einstellen. Ein bisschen rein und dann kommt halt das Gröbste raus, immer. Und dann tue ich am Schluss, da was noch übrig ist, einfach so rausholen. Ja. Und dann zwischen den Zähnen. Wegen geil. Dann noch als Zahnpasta nutzen. Ja, und dann geht es als Zahnseide nutzen. Ja, genau. Ja, ich glaube, zu gewissen Grad, wenn es oberflächlich ist und noch nicht so weit drin ist, dann ist es okay, aber Bro, bei mir keine Chance gehabt, Ja. dass du irgendwie den hast rausgebracht, Bro. Aber nicht mal Oh, irgendwie ist, so mit, aber was für Farbe hat es gehabt? Sorry. Bro, so Brünnloch halt. Ja, der Gang raus. Ja. aber warte, hast du jetzt echt können mit Heine? Oder hast Sicher nicht. Dann abgespielt. also zum Beispiel dort, Ach, gespielt, extra. wo ich Protein. dort, wo ich einen Nierenstein hatte, vor 2 Jahren oder so. Mein Vater hat den mitgenommen. Ich auch? Ja, behalten. Ich habe ihn auch behalten. Ich habe gesagt, ich mache das als Ehering für meine künftige Frau. Wie sieht der aus? So ganz klein. Ganz schwarz. Es sind mehrere schwarze Pünktchen. Kügeli. Nein, bei mir ist es ein bisschen... Steinmäßig, doch? Ja, schon stark. Bei mir ist es ein bisschen heller gewesen. Es hat ausgesehen wie Bernstein, eigentlich so die Farbe. Echt? Ja. Nein, mein Vater ist Material ist komplett schwarz. Niederstein. Also, was für Material ist das? Das ist Cholesterin. Aber das tut sich zusammenbilden und nachher Krass. ist es. Und keine wenn es mehr Preis ist, wird es zu einem Diamant. Ja, aber genau. Rohdiamant. Nierenstein gleich Ja, das ist auch eigentlich auch so etwas Schutzmechanismusmäßig. Dass sich eben die Enzyme oder was auch immer nicht verbreitet, dann tun sie irgendwie so zusammen. Alter Stress da, soll ich? Und wie? Nein, Mann. Da, da- nimm die Sonnenbrille. Gib ihm die Sonnenbrille. Noch gesehen einfach nicht, aber egal. Oha. Scheiß. Nein, wieso bekommt jemand Nierenstein? Das ist Cholesterinaufbau, also wo sich bildet und zusammen. Bro, ich habe. Oha, Styler. Hey, Hey, jetzt nervt es immer noch, oder was? Nein, Nein, so gut. Ja, eben. Ich habe mal eben gelesen wegen Cholesterin. Schau auf einen Arroganten. Ich habe gelesen, weißt, ich habe 6 Jahre Harvard University Medical Surgery studiert. Ja, es ist einfach ein Bündel voll Cholesterol, wo du nicht kannst nutzen. Und da einfach, ja. Problem ist, Nierenstein kann immer wieder kommen und da kommt mit der Zeit. Da ist es. Oder? Und je mehr Cholesterin, vor allem ist einfach Cholesterin das Problem. Der Körper bildet ja selber Cholesterin und da langt für den Körper und alles, was dazu kommt, kann er nicht verarbeiten und da geht entweder die Leber oder da geht halt eben das Herz und dann Fett und dann Herz, also hast du Herzversagen. Es ist auch zum Teil so irgendeine Fehlfunktion, weil bei mir zum Beispiel, ich habe 5 Jahre lang eine Volvic kaputt gesucht, also Easter. Echt? Und das ist aber deswegen, der Stein ist genau gleich, hat die gleiche Farbe gehabt wie Volvic. Und als ich dann zum Spital bin, Alter, ja, weißt du, wie extreme Rückenschmerzen hatte. Am Anfang habe ich gemeint, ich irgendetwas gebrochen oder so ein Scheiß. Ja. So eine halbe Stunde lang permanent, voll am Verrecken gewesen. Und ich habe nicht gewusst, was machen, weil das sind so Schmerzen, die ich zum ersten Mal gespürt habe. Voll. Dann habe ich meine Beine so gelupft
so an der Wand, damit irgendetwas kann ich, ja, mich ständig bewegt. Ja, Nach anfangen wohin zu worken kaputt? und so ein Scheiß, Alter. Aber das Ding weggeht. Und dann Notfall, Alter, kommt der Dude zu mir, so ein Albaner, ein Arzt. Er kommt zu mir, also bist du da? Ich so, ja. Er so, geht direkt, trinkst viel Eistee. Ich so, Alter, ja, Mann. Das ist krass. Also, ich habe genau das Gleiche gehabt. Ich habe auch viel Eistee getrunken, auch noch dazu mal. Auch mit 20, bla, keine Ahnung. Und also, hör auf mit dem. Das ist genau da. Es hat irgendein Enzym drin im Volvic-Eistee oder allgemein Eistee, wo, wenn halt, wie ich jetzt, irgendeine Fehlfunktion hast, dadurch, Stimmt, man. Früher hast du echt immer Volvic Ah, gehabt. jeden Aber Tag. immer noch. nicht mehr Ab und Volvic. zu. Mal Volvic. Ab und zu. Also, Jetzt das ist Umstieg auf kenn ich, Rivella. der der ist eben die Sucht. Hat. der Viereckige da. Ja, fix. Ja, der Volic. Ja, fix. Aber dann eben hat er gar gesagt, hör auf mit dem Scheiß. Und krass. es gibt eigentlich sehr viele Junge, die ab Eistee eben da in ihrer Ich glaube, es ist ein allgemeines Getränk. Also, ihr habt gehört, unsere liebe Zuschauerinnen und Zuhörer, Mann. Sorry. Trinkt weniger Eistee. Mehr Wasser. Aber das Krasse ist eigentlich, der Weg von den Nieren bis in die Blase, der hat geschmerzt. Der 3 Kilometer lang. Aber dort, wo es rausgekommen ist, nichts. Ich musste jeden Tag sieben, also meine Pisse müssen sieben, damit er halt aufgefangen wird. Wieso? Also, dass es kannst spalten. Ja, das ist krass, dass ich ihn zum Labor schicken und dann halt, dass ich so herausfinden, was genau war. Okay. Aber dann, wo es rausgekommen ist, halt ein Relief. Also ich habe auch nichts gemerkt oder so ein Scheiß. Das war eigentlich speziell gewesen. Aber dort hatte ich auch keine Hebamme gehabt. Wie du. Alter, apropos Geburt, Mann. Denkt ihr, dass wenn ihr jetzt, also eure künftige Frau, gebärt, so, ich habe das Gefühl, für den Mann ist das 1000-mal schlimmer im Kreißsaal zu sein, wie für die Frau an sich. Lass mich geschwind erklären. Okay. So, Ja. die Frau weiß ja eigentlich ihren Job, oder? Ich glaube Sie nicht, dass muss- ich genau weiß, wie Nicht das- genau weiß, aber sie hat dementsprechend halt Hilfe und alle unterstützen sie und so einen Scheiß. Und ich glaube, da war ein Mann in dem Moment so irgendwie ausmacht, oder halt allgemein war ein herangehender Familienvater ausmacht, ist, er wird gebraucht werden. Weißt du, was ich meine? Er wird irgendeine Aufgabe haben, damit Ja. er gebraucht wird. Ja. Und dort ist er einfach hilflos. Er kann nichts Ja, machen. Ja. Er ist aber Er hilflos. schaut nur zu. Und halt seine Hand wird zerdrückt, Maximum. Ja. Ich glaube, das ist 1000-mal schlimmer. Also ich kann mir da Maximum schlimm vorstellen. Nein, also, Nein, ich kann ja unterstützend sein. er kann einfach, klar, ich meine, in dem Moment bringt es nicht zu sagen, ey, ja, es wird gut, du hast einfach die Fresse. Aber wenn Ja, du das sagst, dann wirst du noch angeschaut, Genau. weißt du? Deswegen, aber schwieriger, Bro, ich glaube, so eine Geburt, Alter, das ist die Hölle. Also, weißt du, von den Schmerzen her. Ja, logisch, da würde ich gar nicht absprechen. Gar nicht. Aber ja, klar. Das tue ich absprechen. Nein, Spaß. Es gibt ja auch noch so für Männer irgendwelche Sachen, die so. du auch nicht durch hast. Und dann, Aber das ist, ich Nachher glaube, hin so und vorne nicht Stromschläge, genau ne? da, auf dem Nein, Niveau. logisch. Aber ja, Oli, ich glaube schon, die kriegen das schon an. Bro, da ja, so, brennt so ja, den ganzen Buch durch mit Ja. Strom. ja, fix. voll. Aber der macht der Cristiano Ronaldo immer für seine Apps. Das ist was anderes. Ja, Macht er das echt? Hat er echt so ein Teil? irgend so ein Teil hat er, ja, so Okay. 2, 3, bla, keine Ahnung, für seine Sixpack. Ja, ich weiß gar nicht. Keine Ahnung, da kannst du glaube nur, ja, bist schon. Aber würde er schauen? Das ist auch eine gute Ich glaube Frage. schon. Also die Frage ist im Fall, vielleicht haben das Glück, also je nachdem, vielleicht findet es ja nicht im Spital statt. Im Spital. Die Es Heimat. muss Hebamme kommen, kurzfristig oder so. Ja. Ja, Das das wäre natürlich intensiver. Also die Oder Heimat. was haltet ihr von Wassergeburten? wir machen da ein paar, ja. Ist anscheinend angenehmer. Okay. Also ist dann das Wasser dann ein bisschen wärmer, damit Ja, ja, so ist Schmerzen Also ich gelindert weiß es wird? nicht genau, gell? Also ich weiß Also aber, ist es ist kalt. warm. Es ist warm, aber ich weiß es nicht, was der Benefit ist in dem. Es ist eiskalt, damit das Kind schon mal gewöhnt ist wegen Eisbaden Aber und so. ins kalte Wasser geschmissen. Aber Welt. das ist krass, Alter. Wenn du einfach schaust und einfach das Zeug sich Maximum ausdehnt. Das ist krass. Das ist, Also kann ich. das ist schon heftig, Alter. Ja. Ich glaube, das ist so wie wenn dein Lieblingsrestaurant in Flammen aufgeht. Weißt du, was ich meine? Aha, Dann weißt du, es Ja. wird, also der Rest wird schon wieder rebuildet, aber du gehst nie mehr dort essen. Hey, das ist auch shit. Das ist asozial. Also ist schon wie ein Gedanke gewesen. Moll. Ich mein zum Beispiel der Mac, der ist auch zerfetzt worden öfters und man geht immer noch dort hin. Aber ja, das ist. Man macht es für die Liebe. So. Genau. Also da war mir auch für die Liebe gemacht, die ist Studieren gewesen.
Und wir sind alle bald fertig und der Dyson ist offiziell diplomiert. Woo! Diplomierter Architekt. Ein Round of Applaus. Hey, danke vielmals, ja. Ich kann es selber noch nicht glauben. Wo ich kann es glauben, boah, so krass. Nein, ja, für mich geht es eigentlich weiter. Ich will weiter studieren. Und von dem her ist es mal ein Schritt. Ein kleiner Erfolg. Ein kleiner Schritt für mich, doch ein großer für die Menschheit. Ein kleiner Schritt für die Menschen, ein großer für Dysonen. Genau, und Nein, gehst da, genau, wir haben Diplom 4K und ich bin momentan beim Arbeiten und sehe halt wirklich nicht mehr meine Kameraden, wo ich halt, also bei uns im Studium, da hockst du wirklich Kopf auf Kopf, je nachdem, was für Projekt man hat. Oha, du hockst wie auf einer Linie. habe ich genau drauf gehst, wer war alles Kopf auf Ja. Kopf. Geil. Man lebt eigentlich mega nah beieinander und man lernt sich sehr gut kennen. Es gibt auch Streitfälle, ist ja klar. Und so im Nachhinein, wo du nachher wirklich so Ferien kannst, beziehungsweise arbeiten bist und die lange nicht mehr gesehen hast, hat es einfach wieder mal Freude gemacht, um die Jungs zu Schau, sehen. ehrlich gesagt, dort, wo ich die ab und zu besucht habe, im Atelier, Ja. ich bin zum Teil, also nicht negativ, aber so ein bisschen neidisch gewesen. Ja. Weil die Freundschaft, die ihr hattet, dort rein, habe ich zum Beispiel im Studium nicht gehabt, mit den Kollegen. Also habe ich auch zum Teil gehabt, wir sind auch ein bisschen intim gewesen, Voll. weil halt nur 12 in der Klasse gewesen. Aber bei euch ist so eine Telenovela, Alter. Das ist wie Ich Berlin schwör. Tag und Nacht. Ich gewesen, schwöre, das ist Ah, echt. Biene Wir haben ist so wirklich- viel Insider gehabt. Es ist schon geil. Ich gar nicht mehr gewesen, rausgekommen. Ja, ist schwer. Ja, ist schon geil gewesen. Also ich habe mir kurz, also ich habe mir auch als Teil davon gehabt, weil ich bin schon easy. Er ist noch easy aufgekommen, Ja, Karl. Ich bin böse, weil dort Mal hat er mehr Kollegen gehabt als ich. Dann. Ja, also echt, ja. Ja, ist eine lustige Zeit gewesen. Ja. Also ich bin echt mehr im Atelier gewesen, als in meinem eigenen, Studiumgang. Ja, im Büro, weil er ist online gewesen. Krass. Ja. Nein, und also nur, dass ihr so ein bisschen wissen könnt, was man einmal so gemacht hat, was ich ein bisschen vermisse, ist, also wir sind einmal in der Schule, haben das Zeug ein bisschen gemacht und dann haben wir einfach gezockt. Ich bin kein Zocker oder so, ich zock doch nicht, aber es ist um den Moment gegangen, dass wir zusammen was gemacht haben. Voll. Dann haben wir mal gespielt. Und zwar COD online. Ja, jetzt sehen wir einen am Handy, also am iPad ist aber die ganze Zeit. Ja, der Janik Janik, und ich und Jonathan am PC, der verdammte Hundeschwein, ich hasse dich wegen dem. Ja, Bro. Er hat am PC gezockt und hat uns immer zerfetzt. Nachher, ja, gewonnen. Aber ist ja auch ein Abladen auf dem Nein, PC. Bro, auf dem Mac ist nicht gegangen, da ist nur auf Windows gegangen. Aha, ist ja für Windows. Ja, Mann, so ein Scheiß. Ich habe es einmal fast versucht und mein Mac ist fast zerfetzt. Also ich habe fast gehackt gehabt wegen dem Scheiß. Ja, leider ist es nicht gegangen. Aber sind deine Eltern auch dort gewesen? Diplom 4. Nein, leider nicht. Ah, sie sind gerade in der gestern Ferien gekommen. gewesen, genau. Stimmt, ja. Voll. Und sonst irgendwie der Bruder, Schwester Bruder und Schwester. sind dort gewesen. Oha, too much informations. Haben sie für die geschrauen, wo dein Name gefallen ist? Nein, es war voll entspannt gewesen. Also das Problem ist, wie gesagt, ich habe gerade momentan viel zu tun und bin eigentlich froh gewesen, dass es vorbei ist, weil ich irgendwie so anders im Kopf hatte. So in dem Sinn. Für mich war das nicht so der Moment gewesen. Ich weiß auch nicht. Also es war wirklich schön gewesen, aber ja. Wieso hast du es nicht genossen, Alter? Nein, es ist mehr genossen, um weiß die auch Leute nicht, zu ob- sehen. Mir ist es gar nicht Ja, gewesen, um voll. den Blatt zu holen. Ja, Nein, logisch. Aber ja, voll. Aber ja, so in dem Sinn. Okay. Bis nachher geholt, es ist so anständig gewesen. Vor allem auch so klein. Da müssen sie echt mal ändern, Mann. Eben so, du darfst 3 Leute rufen, weißt du, Mann? Richtig billig. Ja, ja, auch dort auf der ersten Linie habe ich so die ganze Family. Also statt der Person 1 ist so einfach Mutter, Vater, Schwester und so. Person 2 und 3 ist noch leer. Das ist gut, das ist echt gut gemacht. Ja, schlussendlich. Und du bist ja mit deinen Stöckchen schon dort gegangen? Die Loafers, oder wie heißen die? Mokassins. Mokassins. Ich weiß gar Hat es wie ein man bisschen das sagt. tönt, wo du so die Treppe hochgelaufen bist und so zum... Ja, so safe. Den Holzsohle, da hörst du. Ja, Der macht nicht so. Ja, ist geil gewesen. Mal. okay, nice. Nein, ist schön gewesen, wirklich. Aber komisch haben wir es dort gehabt, also in der Militärkantine. Was ich ein bisschen schwach gefunden habe, 2 Leute haben ja nachher eine Präsentation gehalten, die sind halt ausgewählt worden. Und wir haben auch viele Bilder geschickt, richtig Faxenbilder. Und sind leider zu wenig gezeigt worden. Okay. Weißt du, so von den Erinnerungen, die wir alles hatten. Das sind echt ein bisschen zu wenig gewesen nach meinem Geschmack. Ich hätte voll ballert. Vielleicht hätte ich den auch gekühlt, aber ja, es hat nicht gelangen gehabt. Es war zu schwach gewesen. Also- Nein, aber wirklich eine gute Präsentation, da würde ich nicht abreden. Haben- 2, die dort gegangen sind, ich kann gut reden.
haben sie über Bachelorarbeit geschwätzt, oder? Oder allgemein über Ah die ja, Zeit? allgemein über die Arbeit, die Zeit, die Okay. wir dort verbracht haben. Weil die schon intensiv war. Ja, da glaube ich. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Vor allem, wenn ich mache mir so Insta-Stories und so Scheiß. Ja. Und dann speichere ich es für mich ab. Oftmals habe ich es wirklich nur noch für mich gemacht, weil dann hast du so einen Ordner, Ja, voll. wo ich einmal selber schauen, weil meine Fotos sind so unübersichtlich geworden. Ich komme dort gar nicht mehr draus. Dann schaue ich mir im Insta nach, habe ich zum Beispiel das Semester. Dann schaue ich schnell durch. Ich glaube, manchmal habe ich nicht so viele Sachen, Zeug gepostet wegen irgendwen. Hast du einmal die Phasen, da hast du nicht so viel gepostet wegen, keine Ahnung, ich weiß auch nicht was. Zu viel im Instagram oder so. Ja, und im Nachhinein hätte ich gerne mehr gemacht. Ja, aber schöne Zeit wirklich. Gold wert. Ja, echt. Am liebsten Leben lang Student, echt. Ja. Irgendwie echt Darum Leben lang Student. gehe ich nochmal studieren. Das ist schon geil. Du bist bald fertig. bin Also schon beziehungsweise du bist fertig, aber du holst Diplom am 29. Genau, also ihr sind beide und auch ihr alle, die wollt, herzlich eingeladen. Ist mir scheißegal, was Ost da verlangt und nicht verlangt. Kommt einfach. Kommt einfach Und jetzt bei euch statt, sorry. in der Tonhalle. Geil. Tonhalle, geht dort im Wir sind Theater. einfach bei der KBZ, Mann. Ah, das ist ja dort die Militärkantine. Ja. Also eben, Militärkantine, 29. September am 5 Uhr fängt es an. Tonhalle St. Gallen. Aber das wäre schon geil, wenn nur viele Leute kommen. Das wäre echt geil, Alter. Machen wir da, Ja. wie heißt es auf Facebook, wo da eskaliert ist? Ähm, X irgendetwas. X. XN. Irgendeine Party ist doch voll abgegangen, ne? Ich weiß. Ja, viel auch. Da in St. Gallen? Nein, nein, In St. nein. Gallen auf jeden Fall. Es ist, glaube ich, sogar verfilmt worden. Ja, ich weiß, Netflix. weil eine auf einer Insel oder so. Nein. Nein, nicht Insel. Nein, ich Irgendeine weiß, wer du Homeparty. Nein, was nicht. Du meinst vielleicht Fire Festival Das kann auf sein. der Insel, aber Das wo kann nie sein, stattgefunden hat. Mal, wo stattgefunden hat, aber voll auf Billo-Basis. Echt? Ja, voll. Es Ja. hat stattgefunden, aber es ist total schade gewesen. Wie Für da, was haben zahlt es voll hast. versprochen, bla bla, am Schluss haben sie erzählt. Zelt. Ja, sie haben ein Zelt gehabt. Ich schwöre. Nein, nicht gewusst, gell? Zelt angeworfen mit der Schaufel, damit sie, wenn sie was WC wollen, ein Loch graben. Okay, geil. Ja, krass. Egal, so viel zu dem. Ja, genau, apropos Zelt, war eigentlich auch, früher sind ja Saudis in Zelt. Ja, das stimmt. Berber, das sind, Das sind, ja, das also sind aber Berber nicht Saudis, Berber sind, Barbaren. sind Marokkaner. Ja. Aber ich Barbaren. glaube, sie sagen sich selber nicht gern Berber. Es gibt einen anderen Namen, weil Berber ist so ein bisschen. Ja, ein Video hast du mir das geschickt. Oder einer hätte auch ist in einem Podcast gewesen und er hat erklärt, wieso er sich selber nicht als Berber bezeichnet, weil da anscheinend voll der Downgrade-Wort ist eigentlich. Voll, es ist ja Barbare. Ja. Also kommt ja auch von dem. Ja, Jawohl. wirklich, kommt auch von Barbar. Berber. Ist aber ein krasser Name irgendwie, den tut geil. Irgendwas mit M, Majo, irgendetwas. Ja, ich Darum weiß- sage ich, Jungs, Irgendetwas. Bär ist das neue Wort für Bre. Jetzt sind wir Nein, grad man, bei dem. da zieht sich wahrscheinlich nicht durch. Mal, ich werde es einfach durchziehen. Bär. Hey, Bär. Alles Ey, klar. Bär. Oh, ey, Bär. Ja, es braucht immer so Weißt du, Wände. mit Sis? Als Bro Sis. Weißt du, Bär Sis? Ja, er hat aber kein Sis. Also Muss sein. kein Sis das. Ja. Also Saudis, so, wo man jetzt so will, Sahudis. sind vor 60 Jahren noch in Zelt am Leben gewesen. Man sieht Vorher- und Nachbilder von Dubai zum Beispiel, ist ja jetzt nicht Saudi-Arabien, aber trotzdem. Und ich glaube vorgestern oder gestern habe ich glaube die Doku angeschaut, ist jetzt eine komplette Wende passiert in Saudi-Arabien und auch schon länger, logischerweise. Aber sie wollen jetzt gerade in Bezug auf jetzt Architektur und Zelt und so Zeugs eine komplette Stadt neu umdenken. So, was haben wir gelesen, was wissen wir? Und das heißt The Line. Also, das Projekt heißt The Line. Da habt ihr sicher schon mal gehört, ja. Da ist die Linie. Für die, die es nicht verstanden haben. 170 Kilometer lang, hä? 150 von einer Stadt bis ins Rote Meer, glaube ich. Und 500 Meter hoch. Ja. Genau. Und was heißt eine Stadt neu umdenken in der Architekturwelt? Also, du hast ja mal den Link da geschickt und ich habe ganz kurz reingelassen. Irgendwann habe ich den müssen abschalten, weil für mich da alles so Gelaber war, wirklich. Alles Gelaber. Also die Doku, die ich geschickt habe. Ja. Es war nur reine Werbung. Gewesen. Voll. Es war nur Propaganda gewesen für Das das. ist so krasse Propaganda gewesen. Max. Da ist, es sind Sachen gesagt, die wirklich stimmen. Zum Beispiel, ich sage jetzt einfach mal, ich weiß es auch nicht genau, so 60er Jahre und weiß auch nicht was,
Wo die Autos erfunden worden sind, haben Autos Städte geformt. Das stimmt, ja. Ohne Autos haben die Städte nicht funktioniert. Weil du hast von A nach B müssen kommen, du hast nicht anders können. Gewisse schlaue Städte haben dann sehr schnell und in ÖV investiert und darum funktioniert die Stadt am besten. Oder in Verdichten. Das sind die zwei Varianten. Verdichten und wenig ÖV machen gute Städte. Viel ÖV, wenig Verkehr machen gute Städte aus. Vielleicht, das ist jetzt momentan die Ansicht von jetzt, oder beziehungsweise die Erfahrungswerte, die man hat über die Jahre. Ich meine, wenn ihr jetzt an eine gute Stadt denkt, weißt du, eine schöne Stadt, ich sage jetzt einfach mal Barcelona, ist zwar speziell, ist vielleicht nicht unbedingt ganz schön, weil die haben ja die Blöcke, mal ist schon gut, aber du kommst von A nach B, gehst einfach Tram, tschüss, bist dort raus. Das ist krass. Du bist einfach dort, zapp, Tram, Und dort bist du dort. Und was krass ist, Bro, haben wir einen Zug verpasst, einen Tram verpasst, egal, in 2 Minuten ist der nächste gekommen. Ja. Gefühlt. Also du hast immer gestanden, 2 Minuten und irgendeiner ist ja eh durchgefahren. Voll. Ich frage jetzt mal ganz ein bisschen so blöde Sachen oder ich versetze mich mal in so in ein dummes Sieg rein. Voll. Wenn zum Beispiel jetzt Barcelona gebaut worden ist, so Oberfläche, alle mit diesen kleinen Blöcken und so, Ja. und hat jetzt der Architekt von der Stadt, ich sage jetzt mal einfach mal, dass da ein Architekt ist, der die ganze Stadt gemacht hat, Ja. hätte er müssen vorher Underground machen, bevor er die Oberfläche gemacht hat, oder kann man da zuerst machen und dann es ist eingeflossen, parallel. gleichzeitig ist das Stadtplanung gemacht worden? geht auf mehreren Ebenen, das ist wirklich krass. Okay. Also in der Regel macht es auch nicht nur eine Person hat so den Lead und sagt immer, das ist mein Team, so bin ich in einer Firma. Aber es sind Abteile, da ist eine für da, der andere für Kanalisation, der andere für Abfallentsorgung. Ich glaube, braucht es einzelne Okay. Mandate gefühlt, um irgendetwas zu machen. Also ich weiß es ja nicht, ich habe keine Erfahrung, was das anbelangt, aber so stelle ich es mir vor. Aber kann man dementsprechend jetzt theoretisch jetzt in St. Gallen im Nachgang nur U-Bahn-Stationen machen? Alles Da ist jetzt- underground? Da ist eben jetzt das Problem. Die Städte, zum Beispiel auch Paris oder so weiter oder New York, die sind flach. Und ist einfach- in der Schweiz, die ist geht auf und ab. Das ist erstmal das Problem. Und zweitens sind gerade die Straßen ideal für U-Bahn. Weil dann kannst du unmittelbar unter der Straße die U-Bahn machen. Voll. Wenn du keine gerade Straße hast, zum Beispiel in der Schweiz, dann fängst du an U-Bahn bauen. Und mal bist du nach 10 Metern schon unter einem Gebäude drin, wo du müsstest Kellergeschoss wegnehmen. Ja, stimmt. Oder du müsstest halt die U-Bahn richtig tief abballern und dann macht es irgendwie auch finanziell und ökologisch und ökonomisch Ja, keinen voll, Sinn voll, mehr. voll. Und ist dann auch nicht mehr nachhaltig, weil auch so renovieren für den Scheiß sanieren werden so viel kosten und so viel Energie verbrauchen, weil dann eben für die Ökobilanz auch nicht gut ist. Ja, es muss gleichzeitig passieren. Genau. Da muss auch passen. Voll. Darum ist da eben der Vorteil von ziemlich geraden Straßen. Genau. Und da hat ja Paris zum Beispiel. Die haben ja wirklich, das ist, ich weiß es nicht mehr, hängt mir auf Hausmann, hat der glaube ich geheißen. Der Überdings-Architekt, der den da gemacht hat, entschieden hat. Da ist aber natürlich eine ganz andere politische Bewegung gewesen. Das ist so, da kannst du heute in der Demokratie auch nicht mehr machen. Und die haben da einfach Linien durchs Haus gezogen und dann gesagt, morgen wohnst du dort hin, dort ist deine neue Parzelle. Ja. Wir geben dir da und da viel Geld, mach was du willst, tschüss, geh raus. Ja, und jetzt musst, da ist noch human. Ich meine, in dem Sinne, sie haben sich schon entschieden, aber sie haben eine Lösung. In Indien haben sie also wie der A1, oder in Indien, Autobahn, haben sie breiter gemacht. Oder weil es notwendig war. Und weißt, bei Indien ist ja so die Autobahn, da merkst du gar nicht, dass du auf der Autobahn bist, sondern es sieht aus wie eine Hauptstraße. Aber es ist eine Autobahn, du kannst 120 theoretisch fahren. Ja. Aber nebendran hast du Läden. Direkt Läden, ja. Und es Direkt keine In- Läden und an der Ausfahrt. Straße. Die nutzen alles aus, Alter. Ja. Weißt du, Platz, du hast ja nicht so viel Platz und die müssen halt, nachher hast du gerade die Straße und dann hast du gerade Feld. Meistens Feld. Und dann hast du gerade noch die Läden, die gerade noch so knapp durchkommen oder mit so kleinen Schuhladen oder Essen vor allem viel. Voll. Und jetzt sagt der Staat sagt, ey, wir machen jetzt die Straße 2 Meter breiter. Tschüss. Tschüss. Ja. In China, wenn ich zum Beispiel in China recht krass finde, es gibt ja da die Häuser, vielleicht habt ihr das Bild gesehen, ein Haus mit in der Autobahn. Nein, das hab ich nicht gesehen. Oder ein Haus, wo die Autobahn genau so macht. Und dann übergeht. Und dann Was? ein Haus. Da finde ich krass, dass da in China, Das ist doch China. Ja, das ist sicher irgendein dass sie Politiker. den nicht zerfetzen. Nein.
Nein, ist eben nicht. Die müssen wirklich die Rechte von dem da haben, damit sie dort dürfen durchbauen. Das ist doch ein Scheiß, Und und sie dort tun's- wohnen, Alter. Ja, sie tun sie diskriminieren natürlich, nicht nur mit Geld und so. Zum da mit Am Hupen. Nein, Immer am Hupen dort. am Anfang versuchen sie zu kaufen und nachher tun sie zerfetzen in alle möglichen Autos. erniedrigen. Ja, Wenn es wirklich erniedrigen, genau. Einschränken noch bis zum Bis wenn die einknickt und dann gibt es eben Leute, die knicken nie ein und dann bauen sie einfach die Autobahn. Aber es wäre so einfach, wenn einfach jedem, der dort durchfährt mit dem Auto, sagst, du musst hupen. Ja, Wenn du beim Haus vorbeifährst, einfach einmal hupen geschwind. Ja, In Amerika gibt es auch einen, der eine riesige Farm hat und er hat einfach nicht verkauft. Und die ganze Stadt ist umgebaut oder alle Wege sind herum und das ist nicht in der Form von irgendwie, das sind Hektare. Und einfach nicht also verkauft hat. Obwohl ich glaube, wenn der Staat will, wenn der Staat Land will, ich glaube, der ballert mehr als der Marktpreis an. ja, er ballert einen realistischen Preis an. Und wenn er es unbedingt will, dann zahlt er auch mehr. Das ist natürlich immer so verhandeln. Ja, immerhin kommen jetzt noch Geld über. Also, ich meine, die Basisch. Palästinenser kommen da gar kein Geld über und werden einfach raus. In verschickt. Deutschland, ich habe letztens gelesen, wenn wir gerade bei Immobilien und Bauen sind, in Deutschland hat eine Familie eine Hypothek aufgenommen, Haus gebaut, auf einem Land, wo sie gekauft haben, erwerbt haben. Aber nachher hat sich herausgestellt, dass das Erbe das Falsche war. Also das Land hat gar nicht der Person gehört, wo es verkauft hat. Okay. Also sie haben das Erbe ein bisschen verkackt. Ja. Das Erbverfahren ist Ja, aber Geld ist schon gegeben und alles. sie haben bei der Bank schon, also weißt, das Haus ist schon gebaut, fertig, und jetzt haben sie Büro, irgendwas Fehler gemacht, jetzt muss der einfach abgerissen werden. Ja. Das Haus wird abgerissen und sie bekommen nur, sie sind rechtlich noch dran, aber wahrscheinlich bekommen sie noch mehr. Sie haben momentan übernehmen jetzt nur also Zügelkosten und Abrisskosten. Aber da mit der Bank, also weil du hast ja die Hypothek für das Haus schon genommen, Ja, stimmt. Ja. du bist ja schon gebunden. Voll. Die Jahre. Die 10 Jahre, wo du 10 Jahre Minimum und was du halt drauf gezahlt hast und die 20%, je nachdem in Deutschland weiß ich nicht. Krass. Das ist schon krass. Ja, aber ich glaube, da haben sie wahrscheinlich halt im Grundbuchamt gemerkt, dass er halt rechtlich oder halt erbrechtlich nicht mehr passt. Aber ich glaube, dort hast du schon ein bisschen einen Schutz. Aber wenn jetzt Ja, ich weiß nicht, sie sind rechtlich noch im dran. Nachgang alles. Da bei Da muss die Versicherung von dem. Also Ja. da liegt Fehler beim Architekt. Weiß auch nicht. Nein, nicht beim Architekt, beim Wem? die Erbschaft Aha. falsch gemacht haben, die haben gesagt, das Land gehört ihm, er so easy, also ich weiß nicht wie im Hintergrund, aber das Land an sich hat nicht der Person gehört, die es verkauft hat. Da ist sicher der Arafat den gewesen, ist- Alter. den- Und eben die andere Person kommt und sagt, ey, das Land ist mir, easy, abbauen, ich will da. Voll. Ja. Wenn wir jetzt gerade bei der Stadt sind, wegen dem Abriss und so, ich würde nochmal zurückkommen auf China. China macht da jetzt auch, sie tut die Slums eliminieren, indem sie einfach neue Städte, moderne Städte drüber bauen. Und jetzt eben auch die krassen Bilder, wo die Hochhäuser richtig aufgehen, gerade parallel zu den Slums. Ich finde, Das ist momentan ihre Strategie, zum Slums bekämpfen. der hat so einen geilen Namen. Und Gentrifizierung, oder? ich weiß es eben nicht mehr. Ja, voll. Und da ist eben, ja, dort wird jetzt halt nicht gefragt, ob da dieses Ding ist. Ja, das- Was ich eben krass finde, wiederum bei diesen Autobahnhäusern, da geht es wieder. Dort wird jetzt voll, Ich kann mir dort beharren sie vorstellen, aufs Rechts von ich kann mir denen. vorstellen, dass sicher irgendeine wichtige Person ist. Nein, ich Sonst glaube China wird doch kein, wird doch nicht einen Umweg machen, krass. Nein, eben nicht. Da finde ich Okay. aber erstaunlich. Weil normalerweise ist ja China, es kommt natürlich sicher darauf an, in welcher Provinz da findet sich auch nicht überall statt. Ich meine, China ist schon größer wie Europa, oder? Ja. Darum denke ich, dass da überall ein bisschen anders ist, weil momentan ist ja, glaube ich, so eine kommunistische Partei, die ist die stärkste Ja. im ganzen Land. Das ist auch auch die einzige. Das ist schon. Ja, ich glaube, es hat schon andere, aber die haben irgendwie. Nein, ist eine Nicht mehr. Partei. Gar nicht mehr. Ich glaube sogar. Also bevor wir da wieder halb weiter erzählen, Alter. Okay, ja, auf jeden Fall, das ist noch sehr interessant und da ist eben die Frage ist eben, was ist eine gute Stadt? Ich will jetzt auch nicht sagen, dass Barcelona eine gute Stadt ist oder Paris oder weiß auch nicht, was. Sie sehen natürlich cool aus. Und jetzt kommt eben die Idee da mit der Line als die Idee. Ich finde das Video, das sie gemacht haben, eigentlich noch interessant. Das Video ist nicht gemacht für Architekten. Aber ich glaube, es ist zu wenig Für euch. Details. Ja, es macht Das ist für euch, damit ihr so mal so Grundbasics versteht, wo ich denke, ja, Ja, es ist da einfach, weiß doch jeder, aber dabei weiß auch nicht jeder. es sind Architekten, die Marketing machen. Genau. Und auch die Architekten, die dort sind, keine Ahnung, boah, jetzt. Es gibt so einen Architekt, sorry, aber wenn du an irgendeinen denkst, du hast Ahnung von Architektur, dann komm mal nicht mit Kengo Kuma. Ja. Aber warte, bevor wir da ein bisschen Sorry, zu bevor tief ich- eingehen, erklären wir noch Ja. ganz geschwind ein paar einzelne Schritte.
was genau der Line ist. Also ich weiß es eben nicht. Es sollte auf jeden Fall flächenoptimierend sein. Es soll volumenoptimierend sein. Wir tun ja uns breit gefächert wohnen. Genau. New York geht in die Höhe, Dubai geht in die Höhe. Die Idee ist in die Höhe und in die Länge einfach. Maximale Komprimierung. Dass du zum Beispiel ein Verkehrsnetz unten dran hast oder mehrere Etagen, hat es irgendwo in der Mitte. Was für mich keinen Sinn macht, weil kannst du bitte googlen, wie breit the line ist. Ja, ich glaube, irgendwas mit 500 Meter ist hoch, dann ist es Die Frage ist, aber, 300 Meter. da fängt es aber jetzt an, da fängt meine Kritik an. Sonnenlicht geht in einem Zimmer, wo die Höhe, die wir jetzt haben, Ich glaube, dann ist schon was 7 Meter rein, Bro. Nein, ich Ab das 7 Meter hast du keine Qualität mehr. Aber ich denke, bei so einem Projekt, denke ich, haben sie schon sehr viel. Null. Ich denke schon. Null, das ist alles Spam. In meinen Augen ist das richtiger Spam. Und angefangen haben sie noch ein bisschen baggern, damit sie Investoren holen und nachher abhauen. Also, weiss Das ich ist nicht. meine Theorie. Ja, aber ich kann nicht, Bro, ich kann mir nicht vor, aber da wäre ein böses Scam. Das ist ein Bro. Tinder-Schwindler. Aber Tinder-Schwindler. krass. Also es ist 200 Meter breit, 170 Kilometer lang Oder wenig, 200 Meter. und 500 Meter Schon über viel, Bro. Meeresspiegel. Wie willst du 200 Meter im Kern beleuchten mit natürlichem Licht? Wenn, Aber wenn du 500 Meter hoch bist. Nein, das Ding ist Außer ja... ist ja so hohl innen dran. Ist ja Nein, so ich glaube nicht. Ich glaub nicht. ausgeschnitten, wenn Ja, er, ist wenn so. er, Also, Aber bei es Bilder ist ja... so. Aber wenn er bevor- oben eine Decke hat, Jungs, wie Nein, kommt das Licht? Decke ist rein, es ist frei oben. Es ist alles... Nein, es ist nicht frei. Es ist einfach alles aus Glas. Das finde ich auch blöd. Allein die toten Vögel, die man jedes Mal an der Das Fassade genau das sammeln. ich schwöre. Da gibt's, All die Insekten und Vögel und irgendwie vielleicht sogar Also- noch Kamel. also all die Flugvögel, die dort durchfliegen, die fetzen dort straight rein. Bam, 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 Bro, jeden weißt du wie Tag. geil? Du gehst einfach hin, du gehst irgendwo hin und sagst, ja, wo wohnst du? Ich so, ja, ich wohne im Line. Aber das Geile ist, du kannst einmal ein Fenster aufmachen, dann fliegt gerade ein Vogel rein, dann kannst du gerade bröteln. Nein, weil das Problem, oder du wohnst unten, wegen Unterschicht wird es ja wahrscheinlich auch unten wohnen, da ist ja nachher da, ja, wir lösen soziale Probleme, null lösen das soziale Problem. Es wird immer das Gleiche sein. Da kann sich eh niemand leisten, da wohnen, Mann. Mal sicher, man, das wird doch nicht teuer sein, das wird ja keine Qualität sein. Sorry, das ist so günstig im Bauen. Nein, aber der Grundgedanke ist nicht hierarchisch, sondern Ich weiß. man macht ja so verkaufen also zum Beispiel jetzt all die öffentlichen Plätze, die wir jetzt hier haben, zum Beispiel St. Gallen, der Marktplatz, Klosterplatz, und all die Plätze, die finden nachher auf diesen 500 Meter Höhe statt. Das heisst, auf dem keine wie viel Stock siehst du einen Park, Ja. dort gibt es einen Bowlingbahn, dort kannst du irgendwie einen Podcast machen und so einen Scheiß. Das heisst, da ist Geil. dementsprechend auch für alle. Ja. So auch die dort unten wohnen, können raufgehen jederzeit. Und sie haben, glaube ich, sogar auch gesagt, dass es also ein Verkehrsmittel gibt und da ist Okay. ein Lift, wo ständig auf und ab geht. Ja, du Ohne- einsteigen. Ja, genau, du musst einfach einsteigen. Jetzt kommen wir da finde ich eigentlich ein gutes Zeug, weil das ist eigentlich wie China. Kommunistisches Gedankengut. Erzähl. Für jedes Gleiche, Ja. weil gerade China erwähnt haben. Das funktioniert ja nicht. Wenn hat Kommunismus funktioniert? Hä? Nordkorea? Funktioniert. Hä? Also jetzt habe ich mich fast verschluckt. Ja, in China funktioniert funktioniert es ja. Da ist es ja. Es funktioniert schon. Wir sehen es ja Das live. funktioniert überhaupt nicht. Es Es funktioniert funktioniert schon. nur mit Unterdrückung und dies und das. Und da ist eben genau da. Von wegen, alle sind gleichberechtigt, alle haben Zugriff auf einen öffentlichen Platz. Das ist nie so. Das wird nie sein. Das ist der Mensch nicht gemacht. Ja, Bro, aber Vielleicht. Demokratie ist eigentlich auch Unterdrückung. Wir können ja nicht Ja, leben, aber ohne da dass... verkauft sich wenigstens gut. Und eben da ist es ja. Ja, ich bin ein Fan von Demokratie. Ich auch. Ich meine, da gibt Demokratie. Ah, ja. Ja, Demokratie gibt gewisse Standards und gewisse Rahmenbedingungen. Also kann man jetzt sagen, dass Demokratie, egal, ich will nicht in dem bleiben wir- Demokratie-Kommunismus-Zeug reinhauen. Ja. Aber so der Grundgedanke finde ich gut, dass die Plätze öffentlich sind. Aber ich frage mich immer noch, wo findet das Wohnen statt? Wohnst du in einer Kapsel, wo kein Licht hat? Wohnst du in einer schönen Wohnung, wo nur mit natürlichem LED-Licht beleuchtet natürlich. Wo nur mit LED-Licht beleuchtet ist? Weil du wirst kein Licht reinbringen ab 10 Meter. Aber ich glaube, Bro, so Themen. Also- Kann ich mir nicht vorstellen, dass sie ja so viel, wie viele Milliarden? Wenn die aus. Keine Ahnung. Steht nicht. Weiss Also nicht, genug sie- sicher. 7 Milliarden? Nein, In mehr. den Bildern ist es natürlich nicht ein voller Plattenbau. Weißt du, so Ja. eine Decke. In den Bildern gibt es immer wieder Einschnitt. Okay. Und innen dran macht es immer der, so, damit möglichst viel Licht eben reinholt. Aber die Fassade bleibt gleich. Also die Fassade ist die Glasfassade. Hey, Alter, du hast recht. Da oben ist, also nach dem Bild ist oben frei. Oben ist frei. Okay, zeig Nach mal. dem Bild ist oben frei. Ja, Aber eben, das ist jetzt halt auch nur mal aber ein so Sample. rein von dem Bild her ausgesehen sind da maximal 50 Meter.
wo der breit ist. 200 Meter, hast du gesagt? 200 Meter, nein, 200 Meter sicher. 200 Meter breit. Da sieht jetzt aus wie 50 Meter. Nein, das sieht Ja, aber das ist ja keine Relation. Alter. die Relation ist auch hoch oben. Ja, aber schau mal, der Boot da unten an. Da ist ja keine 200 Meter lang. Ja, Das mal, ist wenn du CGI. so vielleicht anschaust, von der anderen Seite. Das ist auch nur gezeichnet. Da kann die Relation Oh, da können 200 Meter sein. Aha, es sind 2 Scheiben. Das ist jetzt etwas anderes. He? Es sind 2 dünne Scheiben, die gehen. Okay, egal. Ich würde nicht. Da gibt natürlich rein qualitative, hochwertige Räume zum Schaffen, wird das sehr, sehr schwierig sein. Aber möglich. Es wird möglich sein. Aber dann, Weil wir bauen mittlerweile so. Einfach machen wir den und den und den und nicht in einer geraden Linie. rundum ist ja nichts, Ja. oder? Ja. Da ist ja nur ein Wohnraum. Da ist ja eigentlich ein Quartier sozusagen nach mir. Und schaffen. Eben, und da frage ich mich jetzt, sind da auch Firmen eingesiedelt? Ja. Also Firmen sind da auch drin. Voll. Ja, ich glaube, das ist schon lukrativ für sie. Das ist wie der Circle so in dem Sinn. So, sieht geil aus, wir sind dort als Firma. Voll. Ja, und es ist auch geil wegen dem Arbeitsweg. Also rundum zeigen sie jetzt nur Wüste und so, aber Ja. da wird nachher Felder auch draussen haben. Ja. Weil man wird schnell merken, dass die Felder rein. Da gibt mir richtig so die neuen Netflix-Filme, wo so voll futuristische gehen. So da die Technologie, so Leute haben nur noch so VR und Ja, voll. was voll in die Richtung. Wir App- gehen wir sind nur in der Linie und man kann raus, wegen raus ist Ist eh Dämonen. Ja. Dämonen. Nein, also raus zeigen sie jetzt, als wäre nichts, so als wäre, wir machen nichts in der Natur, aber wir ernährt mal die Leute drin. Ja, und da frage ich mich auch. Da gibt ja riesige Plantagen rundum. Außer die essen nur Kapseln. Ja, ja, man könnte ja auch Sachen transportieren, weil sie haben ja eigentlich auch U-Bahn, wo sie noch mit Voll. dazu bauen. Aber schlussendlich eben sind auch ein Seeanschluss. Genau. Von dem her kann man dort Sachen von Indien direkt importieren, zum Beispiel Kuhfleisch. Ja. Ja, das stimmt, ja. Ja, Oder Füße. Das stimmt, ja. dafür ist ja. Nein, also Grundidee, dass man Platz spart und der Natur Platz gibt, finde ich super. Ja, aber der Vertikalansatz, der ist ja nicht nur, Den finde ich auch okay. der ist nicht nur bei uns Menschen, das ist ja die Idee ist ja noch bei der Baum. Farming, also bei Pflanzen, ja, dann Vertical auch gesehen. Farming, oder? Genau. Da ist, weil mir halt einfach Jetzt breit ist. investieren. Ja, nicht mal da, aber ich habe einen, wo da so betreibt und der Ansatz macht Sinn, weil Pflanzen haben kein Problem mit Höhe wachsen. Du musst nur irgendwie Wasser Also du kommen. meinst, dass du einfach höhere Wachsen Du hast einfach aber- Etagen nehmen, oder? Genau. Und die Höhe, wir gehen eh schon in die Höhe, oder? Und so kann man Platz sparen, ist effektiver. Aber eben, Jein, es ist sicher effektiver, man kann es über mehrere Geschosse machen. Das ist zum Beispiel das gleiche, wie man Solarpanels Panels. über Felder kann legen, über Weizenfelder. Ja, Amerika ist da viel. Über Dings kannst du das machen, aber eine gewisse Höhe musst du einfach aufsetzen und dann haben die alles unten dran haben immer noch genug Licht. Ja, das ist, Und das Gleiche kannst du eben auch wieder mit einer nächsten Schicht Voll. Pflanzen machen. Weil heutzutage hat man ein bisschen Problem von Überhitzung. Man könnte sogar denken, dass sie sich so gegenseitig Schatten spendet. Und wie schon mal das Überhitzungsthema erklärt, und man muss natürlich nachher ausrechnen, dass sie gleich auch genug Tageslicht bekommen, dass überhaupt die Nahrung, die dann rausspringt, auch den Nährwert einholt und so weiter. Also ich finde das grundsätzlich eine gute Idee. Auch mit Synergie schaffen. Da war der andere als Outcome rauskommt und Da ist gerade kannst als du auch. Input in dem. Voll. Du kannst nachher die Uhren Erde, du tust noch vielleicht nur noch oben mit Wasser bedingseln und ich meine, die Pflanze geht auch etwas aus. Da geht nachher zum Beispiel Tomate ist, da was Tomate ausgibt, ist gut für Popcorn, habe ich sagen. Für Mais und dann tut man da verbinden, die Verbindungsrouten und so könnte das mega krass sein. Voll. Und dann tut man die einfach wechseln, weil das sind dann so Module. ja. Weil irgendwann braucht es einen Wechsel. Das ist drum. Es gibt etwas, Du kannst wo- nicht 20 Mal im gleichen Feld Mais abpflanzen lassen, irgendwann kommt da der Mais grün raus. Ah, ja. Es Also da, aber bei uns, also der Bauer, Er wechselt immer. bei uns ist immer Mais. Seit ich klein bin, Echt? ist Ah, jetzt immer... werde ich da gerade Halbwahrheit. Bam, 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 Nein, bam. da ist, wir haben immer, jetzt auch mit dem Hund, den ich durchlaufe, und so, als ich klein war in Wiesenbach, der hat immer Echt? Mais gehabt. Wir sind, Und dort jetzt? wir sind immer durch, also wir haben Versteck es. Räuber und Bulle gespielt und nachher sind Aha, wir dort reingesäckelt. Und dann ist der Bauer hat geschrauen. Sind aber- Dämonen rausgekommen. Bro, irgendwo dort. auch mal richtig schlimm, Alter, was wir schon alles erlebt haben. Wir sind im Maisfeld gewesen, kommt da so mit so einem Ich hätte sagen. ja, Bro, es hat Darf ich tönt. sagen? Es hat tönt, wie so irgendein Gerät in der Hand gehabt, Bro. Der Kollege hat sich dann verheddert in dem Zaun, wo er überspringen Oh, und alle abgehauen, oder? Weil halt
Leben retten. Und Angst. ich so, nein, ich so wie Shah Rukh Khan hinter ich gerettet, oder? Echt? Dann sind wir abgehauen. Aber ja, Ja, immer dort, Bro, seit Anfang an, der ist nur Mais. Da bist du nur so mit dem Handy irgendeinen Sound am Spielen gewesen, vor Kettensäge halt. Aber es gibt so etwas, wo Aquaponic heißt, glaube ich, wo auf einem Teil oder in einem Gefäß Fische drin sind und im Aquaplaning, anderen... Mensch. Nein, Aquaponic. Okay. Und auf der anderen Seite so Pflanzen und Ah, das die ist Fische tun die ja schießen Ja. und dann nutzt man gerade da als Dünger, Code, Dünger Krass. für die Pflanze und dann das ist also wie Ökosystem. Stabil. Das so Sachen finde ich cool. Und nachher kommt Aquaman und redet mit den Fischen. Und kommt mit Sagt er, Kettensäge Kommuniziert. Um die Uhrzeit müssen wir ins WC gehen. putzt eure Ohren. Hey, einmal habe ich einfach so gelesen, also der Erfindung ein Gerät, das einfach CO2 in Sauerstoff und Kohlenstoff umwandelt. Und ich so, was? Da wird ja krass Erfindung. Dann kannst du einfach Ja. einschalten, CO2 weg. Und dann kannst du Und nachher habe ich angeschaut, es ist einfach ein Büchs mit Pflanzen drin. Ja. Man tut CO2 rein und dann kommt auch so eine Autobahn. Jo, danke, ja. Ja. Ja, aber rein theoretisch kannst du eben so Sachen dann wieder voll gescheit einsetzen. Ich weiß nicht, so. Ja, musst du so ein bisschen skalieren. Die irgendwie Line dazu. auf Pflanzenwelt. Kannst du nachher dort genau all den Abfall von der Industrie stimmt. Ja. reinheben. Stimmt, dann kommt es raus. Und dann kommen vergiftete Tomaten raus. Was auch die Realität bei vielen Ländern ist. Leider. Ja, Apropos zu dem ökologischen Thema da. Ökologisch. Jetzt letztens habe ich gerade etwas gesehen, und zwar, dass Ostsee, dass man zum Beispiel kein Hering, kein Lachs und kein Aal Essen darf. aus der Ostsee darf Yes. essen. Ja. Ahmed, nicht gehört? Kannst du dir vorstellen, wieso? damit sie immer noch wild bleiben. Nein. Also vielleicht hilft er da. Die Fischarten, die ich genannt habe, haben einen eher höheren Fettanteil. Oha, Karin, du weißt alles. Bro, ich bin Schlau. Ich kann einfach alles nachschwätzen. Nein, ja, das schon gelesen, wegen Ernährung. Aber Aha, ja, sorry. Erzähl. kannst du denken, wieso? Ich meine, dort ist Schweden, ist Schweden dort, Finnland, Mal alles Estland, Voll. die baltischen Länder. Wieso man sie nicht kann, Nicht sollte essen. nicht sollte Viel essen. sollte essen. Ja, ich gesagt, irgendwas mit Fettanteil. Vielleicht zu viel. Fett. Ja, keine Ahnung. Also. Wir haben vorne wegen Umweltablagerungen geredet. Der Gerät. Wir haben vorne von Umweltablagerungen gekriegt. Gekriegt. Keine Ahnung, dann hast du viel mehr Scheiße. Ja, Abfallablagerung von den Industrieländern, die ballern alles rein oder haben früher noch voll viel geballert. Ich weiß nicht, ob sie immer noch machen. Und wenn ja, dann ist das krass, weil das ist ja fucking die in immer noch. Europa, Mann. Ich Ja, finde das immer Ostsee- so krass. Da ist vielleicht auch gerade da Krieg, Ukraine, ist. Ich will nicht den anderen Krieg überall relativieren. Aber der in Ukraine, der ist ja gerade vor unserer Haustür. Und wir sind ja immer so, wir sind so gut und wir sind so da und wir sind so da. Und gerade neben uns müssen Ja, das ist immer noch leiden. Und Ja, eine Video gesehen. klar, Ja. ich würde da nicht in den arabischen Ländern sagen, weil was dort passiert, ist natürlich schlimmer oder mindestens so schlimm. Und dann eben genauso Industriesachen wieder passiert überall schlimmes Zeug der Umwelt. Und dann passiert es einfach eigentlich da in Europa. Also, wir haben alle Weißt du, wir eine, jetzt sagen die immer, ja, da ist hure schön, dort, schau, die sind hure schlimm, bla bla bla. Und du kannst keinen scheiß Lachs, also schwangere Frau darf nicht Lachs essen aus dem Ostsee, weil der fucking Giftablagerungen hat, wegen dem Fett, wegen dem Fettanteil speichert das Zeug. Und darum dürfen da nicht fett werden. Und auch also nehmen wir ab, dann sind wir weg von dem ich glaube, der giftigen Lachs, Zeug. also der Ober allgemein Lachs hat früher noch, also du kannst vergleichen einen Lachs, wo nicht von der Ostsee und einer von der Ostsee und der, normalerweise hat er gar nicht so einen hohen Fettanteil. Oder, aber weil er halt da aufgreift, wenn er, hat er viel mehr im Durchschnitt. Und ja, das ist halt einfach auch wild Nachfrage. Ich meine, klar, es gibt keine Regelungen, weil das Meer ist halt sehr
eigen. Also normal, klar, es gibt Regelungen, wem es mehr so gehört und so. Bis zu einem gewissen Teil, eine gewisse Länge, ich weiß aber nicht wie viel. Das ist schon krass. Nachher gehörst du zu den internationalen Gewässern. Ja. Das heisst, wenn du eigentlich 200 Leute umbringst, musst du einfach dort Dann musst du auch dort chillen. Dann kannst du bleiben. Niemand macht da was. Ja, ich glaube, irgendwas von 30 Kilometer oder so. Aber Geboren als Piraten. Weißt du, was sagt er? keine Ahnung. Scheiße, Mann. Kleiner Cabron, das Ja, kenn ich noch. hey, kleiner Cabron. Irgendwas sagt er dort. Ja, dann macht es eigentlich auch Sinn, zum Teil. Keine Schuluniform, wir tragen Louis Vuitton. Die Ja, genau. bestellt. Was für ein scheiß Text. Aber er kann aber schon geile Melodien singen. Ja, er hat schon geile absolut. Melodien, Er hat aber da, was er Stimme, sagt, Das ist so Abfall. voll. Aber so ein Satz, wo er sagt, geboren als, ich weiß nicht, irgendwie sowas. Geboren als Pirat, keine Ahnung. Ja, irgend sowas. Egal, erzähl weiter. Da, wenn ich gerade auch noch mir vorhin in den Sinn gekommen ist, ich glaube, der Joe Rogan hat einmal erzählt. Ich weiß aber nicht, ob da inwiefern das stimmt. Das ist schwierig bei Joe Rogan, weißt du nie. Gut, aber er hat schon viel. Also gut, er ist ja nicht Er hat so ein so, kleiner Fisch, der noch einfach so Scheiß kann erzählen Eben schon. Er hat so viele Leute, die Conspiracy Theories in seinem Vater sind. Ja, aber nicht der Joe Rogan. Er selber nicht, aber er ist ja nur der, der zulässt. Meistens. Voll, Er geht auch ab und vorgestellt. zu. Ja, aber weiter gesehen. Er hat selber gesagt, dass Tokio ganz früh eigentlich die Fähigkeiten von einem Pilz zu eigen gemacht hat. Und Wegen Bahnsystem. Bahnsystem. Es gibt ein Bild, wo mega effizient Ja, ist. voll. Ja. Und dann haben sie dementsprechend Netz. sehr, sehr effizientes Bahnnetz mit dem Pilz gemacht, Alter. Das ist voll krank. Ich glaube auch von ihm gesehen, habe ich auch gekriegt. Ja, und eben, ich weiß nicht, was sie jetzt genau gemacht haben mit dem Pilz. Oder haben aber den Pilz wahrscheinlich sich entwickeln lassen mit, keine Ahnung, einfach ein bisschen Wasser oder so ein Scheiß. Und dann hat sich eben der Pilz so ausbreitet und hat dementsprechend die Bahn Ja. entwickelt. Das ist krass. Ich muss auch sagen, Japan, was eben so Sachen anbelangt, Japan ist echt nicht groß, aber wie viele Einwohner die haben. Ich habe mir immer gedacht, also Japan ist auch krass, also ich weiß nicht, in vielen Sachen ist Japan Europa wirklich überlegen. Ja, überlegen, ja. Aber wir dürfen nicht vergessen, wenn du in Japan einmal so Bilder anschaust, also die scheiß Strommäste sind wie bei uns Dunos. Echt jetzt? Ja, Bro, Das ist ein mir Strommast 2000 Kabel. Das ist Dann mir denke ich nie mir, hey, what the fuck, Alter, was sind wir da, man? Ja, denkt immer, Japan, da mit Recycling, mit Abfall drin, wenn sie keinen Abfall drin bekommen sie keinen Bus über. Aha, die dort meinst du. Aber der sieht noch ästhetisch aus. Alter. irgendwie Der sieht hat er schon was, geil Mann. aus. Schau mal an, Mann. Krass. Das ist ja krass. Hey Jungs, kann ich mal da etwas vorlesen, falls ich mich da nicht verspreche, weil ich keine Ahnung von Vorlesen habe? Bella Boys. Jetzt kommt Lyrics, Alter. Ja. Dicker, mit Finger am Drücker, ich fick eure Mütter, bleib immer Pirat. Also, wie kommt der drauf? So ein Scheiß. Und nachher kommt nochmal Klammer Pirat, wegen Adlibs. Adlibs Pirat. Bleib immer am Drücker, fick eure Mütter, bleib immer Pirat. Gut, noch geschwind eine Frage zu der Line und der neuen Stadtstruktur. Schau, wenn wir jetzt so breit gefächert sind, so wie wir jetzt eigentlich so momentan sind mit eigentlich Straßen und so gut. Zeugs, haben da das Gefühl, dass da irgendeine Auswirkung hat auf vielleicht Rassismus, wenn es in die Höhe geht und wenn wir aufeinander leben? Ich glaube nicht, aber ich habe gerade nochmal einen Input. Wir sind breit gefächert am Leben, wir sind wegen der Autos so breit gefächert am Leben. Viele Leute haben daran Geld verdient, dass wir breit gefächert leben. Es ist eine Illusion, dass du, liebe Zuschauer, wie soll man sagen, Mann? Ist doch egal, mach einfach Bär. Sag einfach Bär. Liebe Bärs und Bres und Bratinas und Piraten da draußen. Da ist ein Sender für Piraten da. Das wäre eigentlich auch geil gewesen, so ein Piratenname. Auf jeden Fall, ich nehme jetzt einfach mal Diepolsau als Dings. Mein Gott, wer wohnt in Einfach Diepolsau? random Diepolsau, Alter. Ich weiß nicht, da ist mir einfach so ein Kopf geblieben, weil das so geile Brockenhaus dort hat. Hättet wir heute kein Autos oder beziehungsweise weniger, wäre niemand in Diepolsau wohnen. Fertig. Voll. Da sind wir da einer Meinung. Jetzt wissen wir, was eben Autos ausgemacht haben. Beziehungsweise die Idee von dem Haus, dass du ein Familienhäuschen hast, dass deine Familie mega glücklich ist dort drin, dass du einen grünen Das ist Wiese von der hast. Bank. Das ist von der Bank. Dankeschön. Dass jeder scheiß Typ Eine Hypothek aufnimmt. Hypothek aufnimmt, rausgeht, noch dorthin noch Land kauft vom Bauer, wo niemand braucht. Voll. Aber da ist genau die Länder, also der Boden, kannst du dir auch wirklich, weil da kannst du den Boden nicht leisten. Also da können sich wirklich nur die leisten, wo... Und früher eben schon, wir reden auch von früher, früher. Da ist dann früher, dort sind nachher die Städte kaputt gegangen. Darum sind die schönsten Städte meistens in der Welt
Die Altstadt. Dort fühlst du dich wohl, dort hast du schön. Schottland ist Musik, hoch. Mann. Ein Kollege von mir ist in Schottland, ich habe Stories gesehen. Mhm. Hey, Schottland ist schön. Mega. Aber krass, so richtig, nicht so modern, sondern schön, schon so oldschool. Richtig schön. Voll. Geil. Schottland. Scotland. Ja, was ich eigentlich auch sagen ist, eben, die Altstädte sind die schönsten Plätze und dort ist auch am meisten verdichtet. Dort ist auch ökologisch viel besser als alles, was außerhalb der Altstadt geht. Weil es eben verdichtet ist. Und das Thema Verdichtung ist einfach mega wichtig, was eben auch für Line spricht. Aber jetzt, weil du das Thema Rassismus angesprochen hast, boah, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie Ich glaube, da geht wie nie es weg. Am politisch Schluss ist, oder? immer bei Ich dem meine, Line gibt es nachher immer irgendwo in den 150 Kilometern ist 1 Kilometer Ghetto. Ja, wahrscheinlich schon, ja. Wahrscheinlich Aber ich nicht glaube, sicher, da Das ist ist immer gehen. voll. Ja. Und ich sage eben noch, und wieder so eine Firma, die hat fucking Geld, die wird sicher nicht am Boden wohnen, die wird oben sein. Ja, Und nachher ist unmittelbar kein Einzelner kann sich da leisten und da ist es aber. abgestuft und dies und das. Schlussendlich regiert dort auch nur Geld. Außer man tut bei Line mit Yachten, die Währung von der Line ist mit Yachten. Und mit Ölfässern. Und ich habe keins von denen, darum wohne ich ganz sogar im Untergeschoss im Fundament von der Line. Aber so im Beton drin. So. Ja. Weißt du, was ich sagen? Ich weiß nicht mehr, Bro. Ich kann es überblicken. Wegen Rassismus, glaube ich. Aber eben der Gedanke von, dass man aufeinander lebt. Zum Beispiel habe ich gerade letztens einen Film geschaut mit den Eltern, wo mein Name ist Otto oder so ein Scheiß heißt. Geil, ja. Netflix. Das ist geil, ja. Und die Mexikanerin, die gegenüber wohnt. Und der Otto ist halt so ein Mensch, der ständig für sich allein leben will, weil er wird sterben. So. Ja. Und die mexikanische Frau habe ich jetzt einfach so mit uns verglichen, weil sie hat ihn so wie gezwungen, zum sozial zu sein. Sie ist immer zu ihm angegangen, hat mit ihm geschwätzt, hat mit ihm Spaß gemacht und so einen Scheiß. Und wäre sie nicht in dem Moment so mega herzlich zu ihm, dann wäre er gestorben. Zu dem Sinn. Okay. Und da, der Vergleich, den ich jetzt ziehe, ich glaube, wenn genau die Leute wie die Mexikanerin mit Leuten zusammenwohnen in der Line, auf sehr, sehr engem Raum, dass sie gezwungenermaßen aufgehen. Und dementsprechend vielleicht auch ein bisschen der Rassismus verschwindet. Aber das ist halt nur so ein naiver Gedanke eigentlich. Weißt du, was ich meine? Ja, Der ist wirklich naiv. Nein, ich weiß nicht. Ich verstehe den Ansatz. Aber jetzt der Vergleich kann im Kleinen wie auch im Großen passieren. Das ist jetzt zum Beispiel ein Fall, wo mega schön und da gibt es auch so Sachen. Ja. Aber die Realität ist ja anders. Ich kenne meine Nachbarn kaum. Der ist eben Und echt ich bin nicht einmal bei einer Line. Und ich weiß nicht bei einem Hochhaus, ob du dort deine Nachbarn kennst. Und da ist ein 500 Meter Gebäude. Da ist eigentlich mehrere. aber auch Hochhäuser so aneinander unmittelbar, so nebeneinander. Dinge. Es ist grundsätzlich ein Thema von, wir sollten mehr mit unseren Nachbarn zu tun haben. So, jetzt einfach eine Aufgabe für Und alle. nachher Ghetto. Leute beim Ghetto. Nachbar trinken einen Kaffee mit dem. Ja, Weißt du, nein, einfach kurz Ja, für, keine alle, Zeit. für alle Piraten unter euch. Gehen Backen, raus von internationalen Gewässern, gehen auf ihn. Geht raus von einem scheiß internationalen Wohnzimmer und geht zum Nachbarn. backen den Scheiß hoch, Alter. Egal, ob er jetzt irgendwie fein ist oder nicht fein. Und gehen zum Nachbarn und überraschen ihn einfach, Alter. Das macht zum Beispiel mein Vater oft. Er mega macht heftig. fucking Baklava und geht einfach zu allen und gibt ihnen 2 Stück. Ja, das sind Und selber alle haben Fresser. Diabetes am Schluss, Alter. Voll. Scheiße. Mega herzig. Mega Alle herzig. Niederstein. Alle in Niederstein. Der Achmed geht mit Wolwig-Wasser. Geht so mit Sieb, ja, piss mal rein. Ja, ja, grundsätzlich sind da eben, ich weiß nicht, wo dort, das sind so Sachen, wo sozial irgendwo musst dort irgendwo anhocken. Ich weiß nicht, da müsste ich länger studieren, um eine Lösung irgendwie jetzt Ich da. glaube, auch sie sind jetzt Ganz mega am Hadern. Auch die auch das ganze Konzept machen und so. Der Mexikaner. Nein, die Arabs und halt Ja. all die Architekten von der ganzen Welt. Die sind auch momentan so ein bisschen sie wollen ums Verrecken eine Revolution. Das hat man auch in der Doku gemerkt. Falls euch da interessiert, schaut glaube auf D-Max, auf YouTube, D-Max. D-Max. Und dann The Line. Und nebst den Kolumbianern, die auch so The Line-Doku sind, drückt auf den, wo der Saudi drauf ist. Und dort machen sie halt extrem Werbung auf da, also für da. Und Extrement Werbung.
Und sie wissen das, glaube ich, noch nicht so ganz, wie eigentlich der am Schluss wird aussehen. Sie sind einfach so da, sie Also wollen... Gerüchte haben es, aber sie wissen nicht, wie Leute in dort leben. Genau. Ja. Da ist ungefähr eigentlich so wie die Hochhäuser, die in Dubai jetzt einfach komplett leer stehen. Sie sind einfach Ich mal kann's- gebaut. Voll. Ich kann es dir jetzt schon sagen, wie so ein Prinzip eigentlich sollte sein. Und es gibt, glaube ich, in Wien, ich weiß es echt nicht mehr, aber es gibt Blöcke, die sehen geil aus. In meinen Augen sind sie geil. Sie sind leicht. Dann haben wir mal bei uns gehabt. Also das sind heiß begehrte Wohnungen. Dort hat es nie eine freie Wohnung. Dort hat es kein viel Bewerber. Also in der Schweiz irgendwo. Nein, ich glaube eben in Wien. Aha, in Wien. Richtig zwei lange Blöcke. Extrem lang, fast schon wie der Line. Sie sind aber leicht dreieckig und haben immer so Terrassen. Voll geil. Und oben, also sind Sozialbauten, gell? Ich kann mal also schauen. Ich weiß aber nicht, wie es heißt, Bro. Ich Und- schreibe Wien 3. Und oben hat es einfach ein Body, Tennisfelder, In Wien? dies, das. Ja. Junge, wenn du dort wohnst, Alter, kannst du einfach raufgehen und baden. Wie krass ist das? Das sind aber so Sachen, wo du den Block nicht als Wohndings siehst, und da ist eben der Line in dem Fall auch, sondern du siehst es als Stadt. Der hat den Laden drin, der hat ein Dings, der ist das, der ist klar, der Line sowieso, aber auch schon kleinere Aber jetzt Blöcke. frage ich mich, Muss man als Stadt sehen. Und natürlich, was ich auch muss sagen, schlussendlich am liebsten, wenn ich jetzt so aussuchen könnte, wo ich leben würde, dann ist es immer noch drinnen als Bauer. Nachher kennst du die Nachbarn, hast Herz, kannst du frische Tomaten essen. Aber schlussendlich wird es so nicht sein. Schlussendlich ist das Leben nicht so. Man hat immer so Gedanken, die man gerne haben wegen Sozialen, voll. dass immer alle schön haben und... Also ich weiß nicht, In dem Flughafen? keine Ahnung. Was? Der Line, keine Ahnung. Den ist kein Flughafen. Safe, Alter, der fliegt jetzt nach südlich rein. Puff. So. Die fliegen auf die Yacht. Fliegt jetzt südlich hin. Aber es kann nicht mehr stimmen. Was auch noch könnte sein, ist, dass der Line einfach nur finanziell genutzt wird, damit, Spam. nein, damit Reiche ihre Steuern können dort abziehen. Weil in New York sind so viele da kann sein, dass Firmen, einfach also so gebaut viele wird. Gebäude, sind einfach leer, Voll. aber sie sind gekauft von Chinesen oder von Indern. Und da in Frankfurt hat es auch Wohnungen. So riesen, aber Frankfurt ist ja riesig. Also, Komplex, ja. und dort hat es auch so ein riesen Hochhaus. Ja. Auch eine Wohnung fängt dort für eine Million an. Minimum. Hey. 1,5 So Millionen. 2,5 Zimmerwohnungen oder Wohnt so. niemand drin, Ja, voll. oder? Und da ist auch viel sicher, weil wenn du nicht drin wohnst, ist es für Asset, also dann ist es eine Anlage, oder? Und dann kannst du es abziehen. Aber wohnt du niemand drin, da kann das Gleiche wie der Line sein, dass es einfach eine riesige Steueroase ist. Ja, gut. Hey, liebe Investoren da draußen, falls ihr wirklich Geld wäschen im grossen Stile, so wie jetzt die Beispiele, die erwähnt worden sind, Dann nehmt dann kommt doch Persil. bitte zu mir. Dann nehmt Dann gibt's Persil, wenigstens holt, vielleicht gönnt etwas Migro, Gutes. gönnt Migro, holt Persil, dann so ein bisschen so Hemd waschen, damit es ein bisschen eingeht. Nachher sieht man es vielleicht auch nicht mehr, dass... Nachher sieht man Dollarzeichen nicht mehr und dann ist gewaschen. Ja. Ja, Ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann. ich glaube, wir können abrappen. Ja, kann man echt sieht's aus? abrappen. Ihr wisst Bescheid. Rinora oder Veganus, nein, wie heißt er? Rinora, Pablo Nascobar, genau. Querhorn natürlich. Oder Quehorn. Aber Querhorn bleibt Gewinner der Herzen. Bro, ich sag dir ehrlich, Querhorn ist wieder total schade. Bitte, 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 bitte. Der aktuelle Alter Stand. Mann, da kann doch. weißt du live? Pablo Nasco. Nein. Weißt du Live-Ticker? Was sagt er? Für immer Pirat. Wie hat. Also Pablo Nascobar ist echt immer noch vorne, hä? Ja, mit dem... wird Ey, man ich ja- schwöre, der Hero, Alter, ist wegen dir, Mann. Ja, Hero hat halt den Namen gebraucht, gell? Leider. Ich schwöre, wir müssen ihn rauslöschen. Nein, Pablo Nascobar ist schon ein cooler Name. Nein, ist okay, ist alles Pablo okay. ist Passt schon. Aber der Video ist schon ein bisschen cringe. Ist ein Community-Thing. Ja, du. Also, ey. Passt doch. Hey, danke vielmals fürs Zuhören. Ja, Mann. Bis in 2 Wochen wieder. Bis in 2 Wochen. Yes, Sir. Bleibt film und ewig Piraten. Und gesund. Und gesund. Und Essen kein Fisch. Falls euch so Themen gefallen, Architektur oder sowas, schreibt, lasst Comments in YouTube. Ich kann euch oder- gerne beantworten. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr irgendeine Meinung habt oder falls ihr sagt, hey, da hat einer gerade richtigen Scheiß gelabert oder so, ihr könnt uns jederzeit schreiben, wir ignorieren euch. Und eben, wenn ihr echt so random Themen habt, wo ihr denkt, wir können über das schwätzen, dann einfach hier schreiben. Voll. Wir sind eigentlich für euch da, beziehungsweise für uns selber.
weil das tut uns ja selber gut an den Podcast. Einfach mal so abschalten und schnorren. Yes. Und da wollen wir gerne auch mit euch teilen. Wenn ihr irgendetwas habt, vielleicht auch ein Thema, das ihr gerade auseinander nimmt und ihr nehmt, Mann, wie denken andere über das, haut da rein. Ja, Mann. Echt. Dann können wir ein bisschen diskutieren. Das ist doch geil. Shameless. Und auf YouTube beglockt uns und abonniert die Scheiße. Ja, Sagen wir das aktiviert überhaupt? die Glocken. Ja, Aktiviert die Glocken und wieso? damit ihr keine Aktivität mehr verpasst. Und wieso ist das mit der Glocke? Wenn du da aktivierst, dann bekommst Ja, du wenn- noch Pop-up-Nachrichten. Wenn ich was hochlade, dann bekommst du eine Nachricht über. Ey, beglockt, dann denke ich ein bisschen sexuell. Beglockt uns. Beglocke ist. Jingle Bands. Bands. Bells or Jingles. Also, Habibis. Danke wir sehen mal, uns. macht's Yalla. gut. Ciao. Goodbye.